Jo, YouTube, was geht ab? Wir reagieren heute auf das Video von Alex V oder Alex V, wie man ihn ausspricht, denn er testet das wirklich beste Hotel der Schweiz, Bürgenstock Resort. Und dieses Hotel kenne ich natürlich, denn ich war mit Maelo da vor ein paar Jahren, habe das getestet für YouTube, hat glaube ich 700.000 Aufrufe, ist sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, was Alex V dazu sagt. Ich gucke den sehr oft in letzter Zeit. Der testet so Hotels in der ganzen Welt. Und da frage ich mich als Schweizer natürlich, was er von diesem Hotel hält, was gar nicht der Schweiz gehört, sondern Katar. Ja, gar nicht der Schweiz, aber ist halt in der Schweiz, nimmt mich Wunder. Okay, rein geht's. Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Bayerischer Hof München, Platz 9? Krass. Heute das Bürgenstock Hotel in der Schweiz. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Mittag. Hier auch schön mit dem Bürgenstock Hut, wie sich's gehört. Der Alex. Aus dem wunderschönen Luzern in der Schweiz. Wir sind hier gestern angekommen, beziehungsweise nicht direkt in Luzern. Eher hier einmal quer über den Vierwaldstätter See im Bürgenstock Hotel. Ja, sehr, sehr geiles Hotel. Ich war ja eben einmal da fürs YouTube-Video. Ich habe mir für unser YouTube-Video damals das günstigste Zimmer geholt. Das hat 1400 Schweizer Franken, also circa 1400 Euro gekostet. Also sehr, sehr günstig. Eines der besten Hotels der Schweiz. Ich dachte mir, das darf ich mir auf meinem Roadtrip nicht entgehen lassen, dort mal einzuchecken. Das haben wir gemacht. Wir sind jetzt gerade mit einem Boot von unserem Hotel hier in die Stadt gefahren. Ziemlich cool. Leider ist das Wetter nicht so geil. Trotzdem gefällt es mir sehr, sehr gut. Tolle Atmosphäre. Ja. Ich mag Luzern, ist eine schöne Stadt. Und wir switchen jetzt mal zurück zu gestern und checken mal ein im Bürgenstock. Ich komme irgendwie immer mit dem Namen durcheinander. Birkenstock, Bürgenstock, Bürgenstock. So. Viel Spaß mit einem neuen Hoteltest. Und damit, yo Leute, was geht ab? Was ich vorher schon gesagt habe, Alex V, ich mag die Videos sehr, weil er immer so trocken ist. Wenn er ein Hotelzimmer richtig geil findet, dann sagt er immer, ja, ist eigentlich ganz schön hier. Ja, ist voll gut gemacht, gefällt mir. Und so wird es heute auch sein, ich mag das. Und herzlich willkommen in der Schweiz. Wir fahren hier gerade so einen, ziemlich steilen Weg nach oben, weil hier oben das klassische Schweizer Straße. Bürgenstock Resort Alpin und... Guck mal, das hier gehört alles zum Bürgenstock. Das ist wie so ein kleines Städtchen mit Tennisplätzen, Golfplatz, ultra vielen Häusern, alles ultra modern, weil die alles renoviert haben. Also crazy. Ist aber nicht so geil, dass es Katar gehört. Das irgendwie hat so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack, finde ich. Aber an sich, das Ding, wenn man dort ist, ist schon sehr, sehr krass. Und Spa liegt, ich würde sagen, auch ist eines halt der besten Hotels der Schweiz. Und ich befinde mich hier gerade mit Marie auf einem Roadtrip durch die Schweiz und dann auch Italien. Oh, jetzt langsam kriege ich schon Druck auf die Ohren. Und da dachte ich mir... Oh, jetzt langsam kriege ich schon Druck auf die Ohren. Das ist aber schlimm. Ich liebe das. Ja, muss ich mir das Hotel doch mal anschauen. Ich habe das letztens einfach irgendwo auf Instagram gesehen und dachte mir, was ist das für ein krankes Hotel? Muss ich hin? Passt jetzt, ist hier in der Nähe von Luzern. Und ja, schauen wir uns den Laden mal an. Unter uns hier liegt der Vierwaldstätter See. Tolle Aussicht hat man da wohl vom Hotel drauf und ich bin einfach mal gespannt. Das ist gar nicht so ungefährlich hier, deswegen lege ich jetzt scheinbar mein Mikrofon zur Seite. Bis gleich. Da sieht es eigentlich noch so voll unscheinbar aus, ne? So eine kleine Straße, 30er-Zone und dann hier hinten knallt's und dreht sich alles komplett. Digga, das ist keine Passstraße. Das ist einfach eine Straße, die einen Hügel hochgeht, okay? Das sieht schon krass aus, ne? So Leute, direkt mal in der Tiefgarage geparkt hier. Ja, das ist es. Hier die Rezeption. Hier sind wir auch reingelaufen. Crazy. Hallo. Das Bürgenstock Hotel zählt zu den renommiertesten Hotels der Schweiz und blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück, die bis ins 19. Jahrhundert reicht. Der Grundstein für das Hotel wurde 1873 auf dem Bürgenstock, einem 1128 Meter hohen Berg oberhalb des... Berg, ein Berg. Berg ist übertrieben. Ich sage ein Hügel. Aber hier ist geil, hier fährt so eine Standseilbahn ins Hotel rein, von unten. Direkt ins Hotel rein, so eine steile Bahn. Vierwaldstätter Sees gelegt. Schon in den frühen Jahren zog das Hotel wohlhabende Gäste aus ganz Europa an. In den 1950er und 1960er Jahren entwickelte es sich dann zu einem exklusiven Treffpunkt für internationale Prominenz. Später geriet das Bürgenstock jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und die Zukunft des Hotels war lange ungewiss. 2007 übernahm schließlich die Qatar Hospitality Group das Resort und mit Unterstützung des katarischen Staatsfonds und Investitionen von 550 Millionen Euro wurde das Hotel umfassend renoviert. 2017 erstrahlte das Bürgenstock Hotel schließlich wieder neuem Glanz und gehört heute erneut zu den Top-Adressen im internationalen... Und hier, guck mal, hier ist einfach so ein Haus. Hier wohnt so eine Familie seit wahrscheinlich 40 Jahren in diesem Haus direkt daneben. Und chillt da. Luxustourismus. Und damit, Leute, Und jetzt kommt das Problem. Ich habe das vorher schon gesagt. Er hat sich ein Zimmer im alten Teil des Hotels gebucht. Und ich glaube, das ist nicht so geil für dieses Video, weil auf der anderen Seite ist die neue Seite vom Hotel, die geisteskrank krass ist. Und er hat ein Zimmer hier in der alten Seite. Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Alter, ist das ein Ausblick, oder? Oh, das ist ja ein krassen Ausblick. Hier aus dem Bürgenstock Resort Alpin und Spa in Luzern oder näher Luzern. In Bürgenstock sonst eigentlich, also irgendwo da, auf jeden Fall in der Schweiz. Ich komme nicht auf den Ausblick klar, ne? Aber Der ist crazy. leider. So, das ist hier einer der vielen Gänge von den verschiedenen. Ja, guck mal, das hier, das sieht gar nicht so krass aus. Das sieht aus wie so ein, das könnte, no joke, das könnte ein 3,5 Sterne Hotel in Stuttgart sein. Irgendwie stelle ich mir so Stuttgart vor. Das ist für mich Stuttgart. Irgendwie so ein bisschen 80er, 90er Jahre und hässlich. Häusern, es ist wirklich verdammt groß hier. Mein Zimmer oder unser Zimmer ist hier zur linken Seite, 304, und wir haben nur, Moinsen. Wir haben leider nur den Bergview. Ganz kurz. Ja, und sie haben nicht mal den View nach vorne. Ich kann es auch nochmal zeigen. Unser Zimmer, das wir damals hatten, das ist auch ein bisschen teurer, glaube ich. Erstens wurden wir hochgebracht von einem Mitarbeiter, was geisteskrank ist, war ultra unangenehm. Und dann sieht das Zimmer so aus. Ich wurde noch nie so in einem Hotel empfangen, Digga. Noch nie, ich wurde so wie ein König behandelt. Ja. Digga, schau mal, die Badewanne, Digga. Guck mal. Nee. Das ist der Hier die Badewanne, so ein Ausblick, und er ist ein bisschen weiter hinten im alten Teil vom Hotel. View von der Badewanne. Hier drin mit deiner Mutter chillen. Es hat natürlich... Also sieht auf jeden Fall krass aus da. Bisschen schade, aber ich guck mal weiter. Wundert euch nicht über mein Outfit. Ich werde mich natürlich gleich noch umziehen, aber wir sind gerade angekommen und ja, so werde ich jetzt hier nicht essen gehen, ne? Nur bevor es wieder in den Kommentaren steht. Im Auto habe ich, glaube ich, noch gar nicht so viel gesagt. Das Bürgenstock Resort, ich kürze es jetzt immer ab, ist definitiv eins der besten und teuersten Hotels in der Schweiz. Bezahlt habe ich für dieses 30 Quadratmeter Zimmer direkt vorweg. Es gab kein Upgrade oder sonstiges, aber ist auch nicht schlimm. Ich habe aber diesmal auch einfach über irgendein Portal gebucht, weil ich mir wieder Payback-Punkte abstauben wollte. Und wenn ich zum Beispiel wie sonst immer über mein American Express Konto gebucht hätte, hätte ich auch gar nicht irgendwie dieses Zimmer buchen können, sondern nur direkt teure Zimmer für doppelt so viel Geld. Bezahlt habe ich jetzt hier trotzdem, und da kann man sich direkt mal festhalten, 830 Schweizer Franken, was Für dieses Zimmer ist das echt krass. Nicht mal ein View nach vorne, alte Seite vom Hotel, 800 ist crazy. Umgerechnet knapp 900 Euro sind. Einfach nur für das kleinste Zimmer hier mit dem schlechtesten Ausblick. Das ist natürlich schon eine Ansage. Aber man darf nicht vergessen, wir sind hier in der Schweiz und die Schweiz ist, ja, somit das teuerste Land der Welt. Aber nicht so teuer. Also so ein Hotelzimmer kostet niemals 800 und auch nicht in dieser Lage. Ne? Darf ich kurz was sagen? Ich Oh, gucke jetzt. gerade nach einem Zimmerservicepreis und der kostet einfach eine Kürbiscremesuppe 27 Euro. 27 Franken oder Euro. Franken. Ja, okay, das ist schon wirklich bodenlos für eine Suppe. Hier kommt man rein, zur Rechten hat man einen kleinen Schreibtisch mit einer Grußkarte, das fand ich cool. Die ist sogar handgeschrieben. Das ist Das ist wirklich krass. verrückt, oder? Vom Boss. Das ist krass, aber ich finde so Grußkarten in Hotels irgendwie, es ist ein geiles, so, wie sagt man dem? Es ist cool, aber sie machen es ja für jeden, deshalb ist es ja wieder nicht so cool. Weißt du, wie ich meine? Ist so, es ist eine nice Geste, aber weil sie es ja für jeden machen, ist es dann auch irgendwie nicht special. Vom Boss, höchstpersönlich, ja. Also das finde ich wirklich crazy, weil hier werden doch jeden Tag bestimmt mindestens 200, 300 Gäste einchecken. Ja, der wird das wahrscheinlich nicht selber schreiben, ne? Der wird vielleicht nur die Unterschrift selber drunter setzen, sonst ist das ja unmöglich. So, hier haben wir dann auch wahrscheinlich einmal, nee, nur so ein paar... die verkaufen hier auch irgendwelche überteuerten Teeboxe für 295 Franken, what the fuck. Schmuckboxen oder Ledermappen. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Du kannst gerne mal anfangen hier. Das ist ja Das ist geil, das ist geil. als kleines Goodie gekommen. Was möchtest du denn als erstes? Das sind Datteln übrigens, habe ich jetzt gelernt. In Dubai waren das für mich noch Kekse. In der Mitte haben wir Macarons in weiß und links haben wir Macarons in pink. Ich nehme die weißen Macarons. In der Schweiz sagt man zu denen Luxemburgerle. Lecker. Vanille. Super, Vanille. Ich probiere dann Ja, für 800 Euro habe ich jetzt hier 2 Macarons bekommen. direkt mal hier so ein schön pinkes. Ich bin aber auch nicht so der Macaron-Fan, muss ich sagen. Das ist so krass, wie er diese Kamera hat, die ihm so folgt, ne? Der kann sich bewegen und die Kamera folgt ihm. Das ist crazy. Ja, lecker. Oh, ja, doch schon lecker. Ey, Bro lebt in der Zukunft. Hier wird schon eine Dattel. War sehr süß alles natürlich, ne? Aber lecker. Okay, weiter geht's. Hier haben wir den Fernseher. Ja, das Thema ist bodenlos für 800, kann man nichts sagen. Darüber kann man auch Roomservice bestellen. Hier so ein paar... Das ist auch locker doppelt so klein wie das, wo wir hatten. Mit dem geilen Pool, geiler Ausblick, Feuer. Sachen einscannen oder sich ein paar Infos ziehen. Ne? Das ist ja in vielen modernen Hotels jetzt so. Das Hotel ist auch wirklich schon ziemlich neu oder noch ziemlich neu und das merkt man auch. Alles ist sehr sauber und es wird auch sicherlich alles sehr gut gepflegt. Weiter geht man hier dann in die Ecke. Hier haben wir die Minibar und Kaffee-Ecke. Ist alles im Preis mit drin? No joke, die Minibar bei uns war 4-mal so geil. Du hattest einen ganzen, so eine kleine Bar mit ultra vielen Gins, Wodkas, Wein, hat natürlich alles Milo getrunken, nicht ich. Eine ultra, so wie eine kleine Bar sogar, also nicht mal eine Minibar. Also Kaffee ist immer im Preis mit drin. Die Minibar nicht, nee. Die Minibar ist nicht mit drin, die steht wahrscheinlich auch in deiner Online-Karte, was das hier so kostet. Ich denke mal, die Cola wird bestimmt umgerechnet 10 Euro kosten. Ich habe mir das natürlich auch gedacht, dass hier sowohl das Zimmer als auch alles andere, ja einfach die Schweiz, also es ist
krank. Es ist wirklich, man kommt hier hin und denkt sich, das kann doch alles nicht wahr sein, als Deutscher. Hier oben haben wir eine Weinflasche stehen, hier so ein bisschen und eine Honig. Also die Minibar ist auf jeden Fall nicht verkehrt, haut mich jetzt auch nicht aber auch nicht geil jetzt. aber man hat so einige Sachen, die ganz lecker sind und mit denen man mal eben als Snack arbeiten kann. Hier haben wir dann übrigens die Kaffeepads und auch Tee. Hier haben wir dann übrigens die Kaffeepads. Wieso nimmt er sich auch in so einem Hotel das günstigste Zimmer? Maide und ich haben uns ja auch das günstigste Zimmer genommen, aber halt nicht im alten Teil. Du musst das günstigste im neuen Teil nehmen. Und auch Tee. Ja, so. Et voilà, das Bett. Ich würde mal... Digga, das Zimmer ist so bodenlos hässlich für 800 €, Digga. Du denkst, du kommst jetzt in ein geiles 5-Sterne-Hotel und da bekommst du hier so Motel One in ein bisschen geiler. Das ist so bodenlos. Wir schätzen ungefähr 2 mal 2 Meter. Uns einmal draufspringen und dann einmal sagen, wie dir es gefällt. Moment. Und? Gemütlich. Gemütlich. Ja, sehr schön. Also ich bin direkt mal ehrlich, das Zimmer ist schön, keine Frage. Wenn ich jetzt nicht wüsste, wo es wäre, würde ich so sagen, ja, könnte jetzt auch ein Zimmer in, ich sag mal, Amsterdam sein, was die Nacht so 240 € kostet. Ja, safe. Ja, so würde ich das Zimmer preislich einschätzen. Aber gut, gleich geht's natürlich noch zum Spa-Bereich. Der soll hier sehr besonders sein, ist auch sehr bekannt, mit tollem Ausblick. Hier haben wir noch einmal Wasser und das hier ist, glaube ich, die Cam. Wasser mit Eigentlich ist geil, die Cam, dass sie so verfolgt, ne? Redzünser Plus. Geschmack. Nee, beides einfach Wasser. Gutes Wasser, finde ich. Einmal schönes Sprudelwasser und einmal normales Wasser, glaube ich zumindest. Aber das ist ja im Preis mit drin, netterweise. Ja, leckeres Schweizer Wasser. Und jetzt zeige ich euch die Toilette. Genau, Bett zur Rechten, Toilette und Dusche ist dann direkt hier. Hier ist nichts drin. Muss ich hier auch immer einmal kontrollieren. Einen Wecker haben wir, ein Telefon haben wir. Und hier geht's dann ins Badezimmer. Moin. Das gefällt mir Das ist wirklich crazy shit für so viel, ne? ganz gut. Schön hell. Aber für 800, no joke, du kannst in Motel One gehen und es ist fast ähnlich, ne? Hast genug Platz, also ja. Ne? Ein paar Amenities sind auch dabei. Sieht jetzt nicht total luxuriös aus, muss ich sagen. Da habe ich schon ganz viel krassere Badezimmer gesehen, ne? Wisst ihr selber, wenn ihr die Hotelvideos schaut. Aber es ist okay. Also, ja, ne? Wobei ich da auch ehrlich bin, wenn ich jetzt hier 900 € bezahle pro Nacht. Naja, es ist schon wirklich preislich eine Ansage. Aber man zahlt hier eben auch nicht nur für das Zimmer, sondern eben auch für die Lage, den tollen Ausblick und halt die Schweiz. So, und hier haben wir dann einmal die Toilette, genau, zack. Geil scheißen da. Die Regendusche. Und die haben auch die geile Badewanne nicht. Also no joke, da gehen ja so viele Leute hin wegen dieser Kack-Badewanne, dass man eine geile Insta-Story machen kann. Das ist dann bodenlos, wenn du die nicht hast. Ich will doch meine Insta-Story machen da. Könnte ich jetzt einmal anmachen. Mache ich auch. So sieht's aus. Schön. Und das Beste am Zimmer, das zeige ich euch jetzt, weil das ist definitiv auch hier, obwohl es die andere Seite ist und wir nicht zum Vierwaldstätter See rüberschauen oder runterschauen, ja, okay. Trotzdem der Ausblick. Okay, es ist nicht hässlich. Eigentlich ist es voll schön, aber verglichen mit der anderen Seite ist es dann halt wieder hässlich. Gefällt mir nämlich wirklich auch hier hervorragend. Mit noch so einem random-ass-Golfplatz irgendwie da drin. Oh, da unten sind jetzt Gäste. Moment. Aber schaut euch das hier mal an. Was eine schöne, ruhige Atmosphäre und Bergblick, Ausblick, wie auch immer man hier genießen kann, das ist wirklich verrückt. Also hier hast du doch die Ruhe weg. Wer mal richtig zur Ruhe kommen möchte, aber auch Multimillionär ist, der ist hier richtig aufgehoben. Und was mir auch besonders gut gefällt, sind die Schafsglocken. Hört ihr das von den Schafen? Hört man das auf der Kamera? Das ist auch sehr angenehm. Also der Ausblick zur anderen Seite ist definitiv nochmal deutlich krasser. Wir gehen jetzt aber gleich zum Spa-Bereich und da zeige ich euch das alles mal in Ruhe. Ich sag, der hat absichtlich Schafe gesagt. Das wird cool. Er wusste das ganz genau. Alex, ey. So Leute, wir bestellen uns jetzt einen kurzen Snack, weil wir haben heute noch kein Mittagessen gegessen und heute Abend sind wir hier ja im Restaurant. Jetzt haben wir hier die schwierige Auswahl. Nehmen wir eine Kürbiscremesuppe für 27 Schweizer Franken und den Caesar Salad. Der kostet 31 Schweizer Franken. Ey, die Preise, ne, das ist wirklich crazy. Also, ich kann nur drüber schmunzeln irgendwie, weil es ist einfach so viel, ne? Das bestelle ich jetzt, oder? Einmal den Caesar Salad und die Kürbiscremesuppe, Marie. So, und dann geht's zum Spa-Bereich. Roomservice ist mittlerweile eingetroffen. Ich muss sagen, viele reden hier in dem Hotel anscheinend gar kein Deutsch. Weder der, wo ich es bestellt habe, noch der hier es hingebracht hat, hat Deutsch gesprochen. Aber ist mir völlig egal. Ich kann ja auch Englisch. Nur wollte ich einfach mal sagen, hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, dass hier anscheinend so... Ich sage auch, 80% der Gäste da reden auch kein Deutsch. Weil ich glaube, als Schweizer gehst du eh nicht so dahin. Als Deutscher vielleicht mal, aber das sind eh nur so internationale
irgendwie, weiß ich was, Rich Dudes oder viel auch so Politiker und so. Also ich glaube, die sind schon so sehr international ausgerichtet. So viele internationale Leute arbeiten. Wobei gut, die Schweiz ist ja auch mehrsprachig. Für mich gibt es jetzt auf jeden Fall hier die Kürbiscremesuppe und... Okay, der Caesar Salad sieht... Also der Caesar Salad ist genau gleich hässlich wie das Zimmer. Die Suppe sieht gut aus. Marie hat den Caesar Salad, aber wir teilen uns das beides einfach so ein bisschen durch. Und dazu gibt es dann auch noch so ein bisschen Mayonnaise, Ketchup. Ja, ist halt auch nur ein Snack, weil wir halt noch kein Mittagessen heute hatten. Ich muss sagen, deinen Caesar Salad, den haben die schon irgendwie sehr verrückt zusammengestellt, oder? Ich habe nur die knackigsten aller Salatblätter bekommen. Und die Menge der Portion ist auch überschaubar, würde ich sagen. Also da sind... Digga, warte. Wie viel hat der gekostet, der Caesar Salad? 33. Oder war das 33? Das ist krass, Digga. Das ist crazy. Vielleicht 10 Blätter. Das war's. Es wird schon irgendwie reichen. So. Brot und Butter. Guten Appetit. Boah, erstmal hier so ein Brot. 31. Ich muss sagen, ich finde, der sieht richtig gut aus. Der ist auch sehr knackig. Suppe gut. Boah, mega Suppe. Boah, Alter. Auf jeden Fall eine der Top 3 Kürbiscremesuppen, Boah, mega Suppe. Boah. Ich finde die Art so geil. die ich hier gegessen habe. Alter, ist die lecker. Oh ja. Oh ja, lecker, lecker. Kann ich einmal ein Stück von einem Caesar Salad? Wie random wir hier sitzen. Also Leute, geschmacklich ist das auf jeden Fall ein Genuss, ne? Aber wenn es eines der besten Hotels der Schweiz ist, muss das ja auch so sein. So, wir essen jetzt in Ruhe auf und dann geht's gleich wohin? Ins Bar. Nien. Marie hat gerade was gesagt, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Bitte nochmal. Bei Vapiano, der Caesar Salad schmeckt auch mega gut. Eigentlich mindestens genauso gut. Der kostet irgendwie 12 € oder so. Also war es jetzt kein Caesar Salad, der dich weggecaesert hat? Hat mich nicht zu 100% Weggecaesert. aber ist schon lecker. 31 Schweizer Franken ist aber natürlich nach wie vor wirklich sehr, sehr ultra viel Geld. teuer. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe euch die Schränke noch gar nicht gezeigt. Hier haben wir natürlich, Marie hat jetzt schon einen an, die Bademäntel und hier auch so eine lässige Tasche, die man auch kaufen kann. Haben wir ja eben, glaube ich, schon gesehen, was das kostet. Ein Zimmersafe und hier wahrscheinlich noch die Schlappe. Ne, noch eine Tasche. Sind hier für mich keine Schlappen? Ah, hier sind die Schlappen. Ja, wunderbar. Bügelbrett, Regenschirm. So Leute, auf geht's zum Spa-Bereich. Hier sieht man mal, wie groß das ist. Es gibt ja mehrere Gebäude hier. Wir sind jetzt im... Das ist ja voll schade, wenn du im alten Bereich bist, musst du zum Spa ultra weit laufen, ne? Rausgefunden. Weil es sind 2 verschiedene Gebäude. Gibt's hier auch noch mal einen anderen Ausblick? Wow, man könnte auch Treppen nehmen. Ja, letzte Etage ist über uns. Hier kann man auch noch mal schön rausgucken, aber den Ausblick kennen wir ja schon. Bin jetzt wirklich mal gespannt auf den Spa. Also ich finde, dieser Teil des Hotels sieht wirklich so ein bisschen so 1990-Type-Beat aus. Also kann man gar nicht vergleichen mit dem anderen Teil. Der soll echt krass sein. Swag. Okay, hier sind wir falsch. Hier, genau da war unser Zimmer, hier oben irgendwo. Eins von denen war's. Genau, ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass wir in dem Gebäude untergebracht sind, weil das habe ich auch irgendwie gebucht, zumindest auf den Fotos. Alter, Ah, okay. aber schaut euch mal diesen gestörten Blick an. Okay, das ist komisch, aber wenn er das bucht und das andere Zimmer bekommt. Aber ich glaube, hier drüben bekommst du für 800 € kein Zimmer. Meinte ich. Wow, da ist natürlich schon noch mal krasser, wenn man hier ein Zimmer hat, ne? Und da oben ist der Spa. Oh, jetzt habe ich Marie vergessen. Ich komme. Was halt schon ein bisschen random ist. Man muss im ganzen Marie Spa vergessen. einfach durch die Lobby. So. Aber guck mal, wie es da aussieht, haben Digga, wir's, ne? Hier ist wirklich so geiles Hotel. Also das andere ist obviously auch geil, aber, ne? Das Alpin Spa Ihr Fitness. checkt. Oh, und Kino gibt's auch, ja. Also man macht hier wirklich eine halbe Weltreise. Wir laufen jetzt hier schon seit 5 Minuten durchs Hotel. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Das ist mein Ausblick, ne? Oh, hier gibt's auch ein schönes Gym. Ich wollte später noch joggen gehen. So Leute, angekommen hier im Spa-Bereich. Wie findet ihr meine Birnenbadehose? Ich finde die gut. Und ich gehe jetzt gleich erstmal nach draußen hier. Mit dir, ne? Ja. Wow. Oh, das Wasser ist auf jeden Fall angenehm. Ja, das ist der Average Insta-Pool vom Hotel. Ich glaube, den kennt man so am meisten. Den Pool und diese Pools im Zimmer. Warm. Mo Salah ist auch hier am Start. Ist ganz chillig. Wollte ich mal in echt sehen. Oh, hier ist es noch wärmer, oder? Weiß ich jetzt nicht, geblurrt. ob sich das so verändert. Habe ich schon das Gefühl. Alter, das ist schon verrückt. Ich fand zum Beispiel das Spa ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, das ist so ultra geil, so der Pool ist krass mit der Aussicht, aber ich fand das Spa insgesamt fand ich nicht so geil. Also hat so ein bisschen zu wenig Sachen gehabt, weil in so einem Hotel, wenn du da nur für Spa hingehst, dann finde ich, muss das Spa auch knallen. Mit Sauna, Dampfbad, Eisbad, so verschiedene Duschen, mit so ganz vielen Sachen, die man machen kann. Ich glaube, es gibt auch einen Nacktbereich, da war man nicht drin, da ist wahrscheinlich das meiste drin, aber der Bereich, wo man normal hingehen kann, ist eigentlich gar nicht so krass. Junge, ey, was ein Pool. Vor allem bestimmt auch richtig geil, wenn es dunkel ist, aber es wird jetzt gleich auch dunkel. Das fange ich euch auch noch ein. Wovon ich ja kein Fan bin, ist mal wieder hier die Größe von dem Ding. Das ist riesig. Man braucht überall so ewig hin, aber anscheinend
müssen diese ganzen Mega-Luxus-Hotels alle so groß sein, dass man so viel machen kann oder keine Ahnung was. Auch wo wir jetzt hier in den Spa-Bereich gekommen sind. Die haben uns erst mal 5 Minuten erklärt, was man hier so machen kann, was es für verschiedene Saunierungsmöglichkeiten Da musst du dich so halb einchecken für den Spa. gibt Sonst würdest du noch mal ins Hotel einchecken. und so weiter und so fort. Ich habe die Hälfte davon schon wieder vergessen. Aber ja, Sauna und sowas gibt's hier auch. Also der Spa ist schon krass, gerade mit dem schwerelosen Raum. Ich weiß nicht, ob Maile und ich einfach krass vercrackt waren, aber wir haben nicht so viel gesehen und wir haben echt gesucht. Aber ich glaube, der Nacktbereich, der ist geil. Ist allgemein bei Spas immer so. Du musst eigentlich in den Nacktbereich gehen, weil da eröffnet sich nochmal eine ganz neue Welt mit vielen Räumen und Bädern, die du nehmen kannst. Weil das andere ist meistens so nur das Normale. Ist ja logisch. Und jetzt schaut euch mal diesen Ausblick an. Den habe ich gerade schon einmal angespoilert. Es ist schon wirklich toll, ne? Ein schöner See. Da würde ich jetzt gern schwimmen. Mit deiner Birnenhose. Und so sieht es dann aus, wenn es fast dunkel ist. Ich muss wirklich sagen, es wirkt so Geil. surreal, wenn man das so ein bisschen auf sich wirken lässt. Das ist schon sehr krass. Ich meine, die Schweiz ist ja verdammt schön und ich glaube, das ist hier mit einer der coolsten Orte, um wirklich in einer abenteuerlichen Natur zu wohnen. Irgendwo, weil woanders auf der Welt hat man sonst so die Berge um sich rum mit diesen fantastischen Seen dazwischen und dann auch noch diese krassen Städte hier. Luzern ist ja eine verdammt schöne Stadt. Jetzt geht's ab zum Dinner. Auf geht's zum Essen hier im Bürgenstock Resort. Ich finde mein Holy shit, beide schön angezogen. Outfit jetzt Krass. sieht wegen Weitwinkel ein bisschen komisch aus, aber soweit okay, oder? Das ist doch besser als heute Nachmittag. Deins ist auch hervorragend. Okay, und wir gehen jetzt in das mediterrane Restaurant. Es gibt hier einige Restaurants zur Auswahl. Insgesamt haben wir aktuell 3 Restaurants auf. Einmal ein Steakhouse, dann diese Bar dort unten bei der Rezeption, die hat aber den ganzen Tag auf. Und ein mediterranes Restaurant, für das wir uns jetzt auch entschieden haben. Mal gucken, was da auf uns zukommt, sowohl geschmacklich als bestimmt auch preislich. Wird das eine Überraschung nicht. Jetzt habe ich das hier mit der Aufteilung auch mal verstanden. Wir haben hier einmal das Palace Hotel Gebäude. Das gehört aber zu dem Bürgenstock Resort. Das ist das Digga, das sieht schon krass aus, ne? Der ganze Komplex ist so crazy. Bürgenstock-Gebäude und da ganz hinten ist das Waldhotel-Gebäude. Das ist aber alles ein Hotel unter dem Namen Bürgenstock. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig auf die Reihe bekommen. So, angekommen beim Waldhotel und dem Verbena Restaurant. Schön. Irgendwie ziemlich ausgestorben hier, aber alles, bis auch auf dem Weg war auch niemand. Ja, es war bei uns auch ultra ausgestorben. Aber ich glaube, das ist irgendwie so das Ding von diesen teuren Hotels, weil die wollen ja da, oder die Leute, die da hingehen, die wollen ihre Ruhe haben. Deshalb ist auch alles so groß und so viel Platz überall, dass man sich halt nicht so die ganze Zeit über den Weg läuft. Mal gucken, was hier jetzt so abgeht. So Leute, mittlerweile angekommen hier im Mediterranen. Hier hinten schön die Asiaten. In der Schweiz sind sich Luzern angucken. Ah, ich gehe ins Bürgenstock Resort. Restaurant. Wir haben auch schon das Essen bestellt. Die Karte zeige ich euch hier mal eben. Ist auf Tatar vom Kalb 36. Teuer, aber für einen Tatar glaube ich okay. Was ist das hier? Steinbutt, Spinat, Knoblauch, Kapern 62. Ja, okay, ist schon. Also günstig ist es nicht, aber ist jetzt im Vergleich zum Roomservice finde ich es nicht ganz so teuer wie der Roomservice. Auf jeden Fall schon sehr vornehm hier. Das hat, glaube ich, auch so eine Auszeichnung. Muss ich mir gleich beim Rausgehen nochmal anschauen. Ich hätte sogar eigentlich gedacht, dass es noch teurer wird. Ich habe mich jetzt für ein Steak entschieden. Das kostet 64 Schweizer Franken. Und Marie nimmt ein vegetarisches Curry. So, Maries Suppe ist schon da. Eine Linsensuppe mit Kartoffeln und Zwiebeln. Und Brot gibt es auch noch dazu. Das muss man sich aber selber holen. Darf ich mal probieren? Schmeckt wie Burrito. So Leute, Hauptgang ist da. Für mich gibt es hier das Entrecôte Café de Paris. Boah, das sieht geil aus. Bisschen Reis mit Gemüse. Und Kartoffeln. Sieht geil aus. Kann man nichts sagen. Ich muss sagen, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich dachte gerade, er hätte den Bademantel noch an. Und so sieht dann die Rechnung aus. 154. Ja, okay, no joke. Für so ein Restaurant geht das. Klingt ein bisschen dumm, aber ich glaube, du kannst in der Schweiz, in so einem Average-Dorf, kannst du auch für den gleichen Preis essen gehen, weil es einfach das Essen geistkrank teuer ist. Also jetzt nicht so übertrieben teuer. Klingt ein bisschen dumm, aber die Schweizer checken. 50 Schweizer Franken. Ja, gut. So Leute, aufgegessen. Ich muss sagen, das Essen war doch wirklich sehr lecker. Warum bin ich hier gerade durch ein Spinnenweben gelaufen? Ohne Witz, aber hier ist niemand. Da verstehe ich nicht, weil unser Hotel ist so voll und das gehört ja auch dazu. Das Restaurant hat irgendwie keiner Bock drauf. Ich muss sagen, das Steak an sich hat mich nicht umgehauen, aber diese ganze Kombination mit dem Kartoffelgratin und der Soße dazu, das war schon wirklich dann allererste Sahne und ein super leckeres Abendessen. Ja, wie war dein Essen? Ich hatte ja grünes Curry in Veggie. Und ich fand es an sich richtig lecker. Ich fliege gleich hin mit meinen Schuhen. Aber es war so scharf und ich kann richtig gut scharf essen. Aber jetzt gerade eben, meine Nase ist gelaufen. Es war wirklich krass scharf. Alter, und da geht die Party ab.
Cool. Also das ist ja super random. Einfach, das ist hier auch ein Hotel. Ich glaube, du kannst hier so Häuser buchen, meinte ich. Also die haben so Häuser, so mehrere oder auch so Villen. Und ich glaube, da kannst du so eine ganze Villa buchen irgendwie. Gebäude. Einfach eine fette Techno-Party da drin. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier auch überall Mitarbeiter wohnen. Das ist ja wirklich eine riesige Anlage hier. Vielleicht hat da heute jemand Geburtstag von denen oder so. Diesen Gang habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Das ist der Gang ganz hinten durch bis zu unseren Zimmern. Und hier steht alles zur Geschichte vom Hotel. 1871 gegründet anscheinend. Und das ist wirklich ein 100 Meter langer Gang. So, wo soll ich dich jetzt fotografieren? Also von den Outfits passen die auf jeden Fall da rein, muss man sagen. Ja, das Sofa stand hier auch schon vor 200 Jahren. Oh. Herzlich willkommen zum Geschichtsunterricht mit Alex. Sehr interessant hier, muss ich sagen. Früher wurden die Gäste logischerweise auf diesen hohen Berg alle mit dieser extra angelegten elektrischen Bahn gebracht. Das war die erste elektrische Standseilbahn der Schweiz, die Bürgenstockbahn. Und hier sieht man... Ah ja, der Crazy Lift. Es gibt noch so einen Lift, der ultra hoch ist einfach. Den Hametschwand-Lift. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Das ist der höchste freistehende Lift der Welt. Der ist hier auch in der Nähe. Crazy, ne? Habe ich vorher noch nie von gehört. Hier stehen noch mal ein paar Infos zu dem Lift. Der wurde 1905 eröffnet, also schon über 100 Jahre ist das Ding alt. Und das ist nach wie vor auch heute noch der höchste Außenlift Europas. Und so sieht das Ding aus. Das ist der Hametschwand-Lift. Habe ich das hat irgendwie ganz bisschen Eiffelturm-Vibes. Vorher noch nie gehört. Und da hat man wohl eine brachiale Aussicht, wenn man damit hochfährt. Dass man sowas vor 100 Jahren schon gebaut hat, ne, ist crazy. Hier, Hochzeiten bei uns im Gebäude, hier im Palace Hotel. Alter, hier steckt so viel Geschichte hinter, ne? Ja. Hier steckt so viel Geschichte. Wir haben das auch irgendwie ein bisschen gelesen, da waren so geisteskranke Leute, also Regierungschefs der ganzen Welt und so, also so wirklich crazy Leute waren da. Das ist unfassbar. Aber ich glaube, soviel ich weiß, das Hotel ist auch sehr auf Sicherheit ausgerichtet, also da sind auch viele so Kongresse und so und ich glaube, deshalb ist das auch alles so groß und irgendwie dort kann dann halt Joe Biden hingehen, wenn er in die Schweiz kommt. Das mag ich auch manchmal, ganz besonders an den Hoteltests. Der nächste Morgen. Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Oh, das Wetter sieht aber nicht so gut aus. Guck mal, da ziehen die Wolken sogar lang. Oh, das Wetter sieht aber nicht so gut aus. Wow, ich hoffe, das kommt auf der Kamera gut rüber. Schon cool hier so in den Bergen, ne, wenn die Wolken so tief hängen. Für uns geht's jetzt ab zum Frühstück. Mal schauen, was das so wird. So Leute, angekommen beim Frühstück. No joke, ich glaube Maelo und ich hatten den gleichen Tisch. Ich gucke mir das jetzt an. Es kann sein, dass Maelo und ich den gleichen Tisch hatten. Hey, guck mal unsere Aufnahmen an. Digga, bei uns war so geil und sie pennen in diesem Kackhotel. Digga, imagine hier einfach ein Kind schlafen. Man sitzt hier und dann hat man diesen View. Ey, das sah in echt so geisteskrank aus, ne? Holy shit. Warte. Das Frühstück ist keine Selbstbedienung. Ey, no joke. Hier ist der Pfosten hier hinten. Hier ist der Pfosten hier hinten. Aber es hat hinten auch einen Pfosten. Das könnte der gleiche Tisch sein. Ja, oder vielleicht einer weiter weg. Wir saßen hier hinten, sie sitzen hier. Krass. Das ist auch hier im Hauptgebäude, wo auch der Spa-Bereich ist. Hier ist alles à la carte und die Karte liest sich wirklich... Das fand ich nicht so geil à la carte. Bei so teuren Hotels, ich bin ja nicht so oft in so Hotels, aber oft, wenn man irgendwie eine Kooperation hat oder so, buchen die was Cooles. Und ich mag das, wenn du ein ultra geiles Buffet hast, wo du dich aber selber bedienen kannst. Weil bestellen ist dann irgendwie... Ich mag das einfach, wenn du so ein geiles Buffet hast, auswählen, bestellen ist dann irgendwie wieder nicht so geil. Super. Ich werde hier so einen Avocado-Toast nehmen und danach noch so ein paar Pancakes. Aber du kannst einfach bestellen, was du willst. So frühstückt man doch gerne. So, Essen ist schon da, Getränke nicht. Na. Aber das sieht doch toll aus, ne? Während wir hier jetzt in eine Wolke gehüllt sind, ist auch mein Getränk, beziehungsweise Cappuccino und frisch gepresster Fireball-Saft. Orange, Ananas, Karotte, Zitrone, Ingwer angekommen. Und jetzt gibt es noch ein Avocado-Brot für mich. Und dann wollen wir uns noch ein bisschen Obst teilen, eine Vanillewaffel, bisschen Pancakes, also das Frühstück. Einfach mal alles reinscheppen. Hier ist ein Traum. Sieht schon geil aus. Und das Ganze wird jetzt für mich beendet mit dieser wunderbaren XXL-Waffel hier, Alter. Was ein Frühstück, ne? Danach bin ich auch pappenvoll. So. Das ist eigentlich wie in ein Restaurant zu gehen, in ein geiles Frühstücksrestaurant und du kannst einfach bestellen, was du willst. Guten Appetit. Wir haben jetzt ausgecheckt und wollten für unseren Roadtrip, da mache ich parallel natürlich auch noch ein Video zu, noch eben nach Luzern fahren mit dem Auto, aber dann haben wir erfahren, dass wir auch die Bürgenstockbahn nehmen können. Mit der Bürgenstock-Fähre. Und das machen wir jetzt, weil die ist sogar mit im Preis drin. Und dann geht es erstmal hier jetzt runter und dann mit dem Katamaran, Elektroboot meine ich, bis nach Luzern. Das ist doch geil. Und das zeige ich euch jetzt hier natürlich auch noch. So, ab in die Bahn. So, wir haben uns in Bewegung gesetzt. Jetzt geht's runter zum Wasser. Ich habe übrigens eine neue Mütze, habe ich mir hier gerade als Andenken gekauft. Sehe ich aus wie ein Golfspieler. Boah, nice. Und da vorne kommt auch schon unser Boot. Das ist geil.
Hier wurden die Menschen auch schon vor 100 Jahren auf dem Berg kutschiert. Ne? Ja. Haben wir ja gestern gelernt. Und Leute, was ich gerade auch noch herausgefunden habe, James Bond wurde hier mal gedreht. Ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber kann man ja noch als Info mitnehmen, ne? Die flexen mit allem, was sie haben da. Und das Boot ist geil, weil ist eigentlich ein öffentliches Boot, aber es gibt hinten einen Bereich, wo du nur rein kannst, wenn du Hotelgast bist. Also ein bisschen so wie mäßig, so VIP-Bereich. Also eigentlich voll dumm, aber wenn man halt ein Zimmer hat, ist geil. Und damit herzlich willkommen zurück, wo ich hier gerade bin. Das werdet ihr auf jeden Fall noch zeitnah erfahren. Auch ein sehr, sehr interessantes Hotel. Natürlich war auch dieses Hotel unterm Strich ein absolutes Traumhotel. Es gibt natürlich auch einige Rankings zu den besten Hotels in der Schweiz. Und das Bürgenstock Hotel ist eigentlich fast immer Platz 1 oder 2. Manchmal ist das Alpina Gstaad auf Platz 1. Da war ich ja letztens mal in Gstaad. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal vorbeischneien, um mir das dann auch mal anzugucken. Starten wir jetzt mit der Bewertung rein. Wie immer geht es mit dem Zimmer los. Da kann ich direkt sagen, ja, war jetzt nicht so mega besonders. Habe ich ja schon gesagt am Anfang, das Zimmer könnte auch, weiß ich nicht, für 240 € in Amsterdam sofort zu finden sein. Natürlich ist die Aussicht klasse vom Zimmer, also mit dem schönen Bergpanorama. Ja, ich glaube, er hat so ganz bisschen verkackt, aber ja. Aber es war jetzt kein Zimmer, was mich umgehauen hat und gerade nicht dann, wenn man 900 € pro Nacht bezahlt. Aber ich hätte so gerne die Reaktion auf das andere Zimmer gesehen, ne? Aber kann mir eigentlich auch egal sein. Ist ja nicht mein Hotel da. Nichtsdestotrotz, das Essen war hingegen wunderbar. Der Nationalstolz kickt, scheiße, Mann. Sowohl abends in dem Restaurant hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Ich habe ja auch dazu schon gesagt, das Steak hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber die gesamte Umrundung dieses Gerichtes war schon toll und auch das Frühstück war absolute Weltklasse und ich kann sagen, das war das beste Frühstück, was ich jemals in einem Luxushotel in meinen letzten Monaten hatte. Sowohl die Auswahl, was es dort gab, als auch der Service am Tisch, der super freundlich war und dann aber auch der Geschmack war in allererste Sahne und ja, da kann man auf jeden Fall mal öfter frühstücken gehen. Geht halt nur leider nicht. Ebenso wie der Service, den kann man vielleicht ganz gut vergleichen. Ich bin ja schon mal Swiss First Class geflogen, das war auch echt vom Service super. Das ist ja auch so ein Ding, oder man hört oft, dass der Schweizer Service wirklich immer klasse ist und das kann man auch hier sagen. Also Service auch 1A, alle super freundlich, sehr zuvorkommend, egal wo man war, ob im Spa-Bereich, beim Essen, beim Einchecken. Der Service war immer freundlich und ja, sehr zuvorkommend. Auch da top. Erlebnis-Abenteuer-Faktor fand ich auch klasse, gerade mit der Aussicht auf der einen Seite auf den Berg, wo man schön seine Ruhe weg hat, als auch auf der anderen Seite zum See, wenn man dann mal essen geht oder zum Spa-Bereich, ist das wirklich atemberaubend und man kann sich eigentlich gar nicht dran satt sehen, wortwörtlich, an dem Ausblick auf den See, aber auch der Spa-Bereich an sich und die insgesamt, glaube ich, sogar 4 verschiedenen Häuser, die mittlerweile alle Hotels sind, die aber zum Bürgenstock Hotel gehören. Wir waren ja in dem Palace-Gebäude. Man kann viel entdecken, man kann viel Sport machen. Fertig, egal. Tennisplätze, die habe ich im Video gar nicht gezeigt, einfach. Ey, die Tennisplätze sind crazy, ich zeige euch mal die. So sehen die aus. Das ist krass. Die sind crazy. Ja, weil ich kein Tennis gespielt habe. Und dann aber auch die Bürgenstockbahn plus den Katamaran, der einen in der Zeit, in der man Gast im Hotel ist, immer schön nach Luzern bringt und wieder zurück. Das ist alles im Preis mit drin, kostet sonst sogar bis zu 90 Schweizer Franken pro Person hin und zurück. Also das muss man auf jeden Fall einmal mitmachen, wenn man dort im Hotel ist. Und das alles zusammen ist für mich ein toller Abenteuerfaktor, toller Erlebnisfaktor. Man hat immer was zu tun, kann viel entdecken, viel sehen. Und dann gibt es ja auch noch diesen freistehenden Aufzug, den ich jetzt ja nicht mir angeschaut habe. Aber das wäre sonst auch noch eine Sache. Und zum Schluss dann natürlich noch das Preis-Leistungs-Verhältnis, welches ich muss sagen, wir sind in der Schweiz. Wenn ich mir das Zimmer angucke, muss ich sagen. Aber das ist auch für die Schweiz zu teuer. Ist auf jeden Fall für die Schweiz zu teuer. Ich gucke mal ganz kurz, wo er es einrankt. 5. Platz bis jetzt. Ist schade, ich hätte gerne die Reaction gesehen auf das andere Zimmer. Aber Alex, ich gehe sehr gerne einmal mit dir noch in ein modernes Zimmer, dann können wir auch zusammen ein Bad nehmen. Aber war ein sehr cooles Video. War cool, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, kommentiert das Video. Bis dann. Tschüss.